Er kann ihm zwar nicht beißen, einen Täter, aber er muss ihn an der Flucht hindern, dass der Hundeführer nachkommt. Hier haben wir eine normale Diensthundestreife, eine Kollegin mit Diensthund, das ist die Kollegin Flo Daniela, und eine Kollegin ihr beigegeben, die Eva Lachmann, und die Ronja, eine Malinois-Hündin. Hier eine normale Ausweiskontrolle. Es kommt zu einem Wortgeplänkel und der läuft davon und wird nachgeschickt zur Attacke und muss den vermeintlichen Flüchtenden anspringen, so lange attackieren, auch mit Maulkorb, bis der Hundeführer dort ist und den Hund wieder abnimmt, abruft. Sie sehen, auch für den Schussdiensthelfer sehr schwer, muss sich den Kopf schützen. Die Attacke von der Ronja. Die Ronja ist 4 Jahre alt, Schutzdiensthelfer der Thomas Knabel, auch ein Kollege von uns, die Kollegin Eva Lachmann und die Kollegin Du darfst dann bitte auf meine Kosten auch Mineralwasser trinken, gell? So, jetzt warten wir noch auf unseren Schutzdiensthelfer. Wir haben hier den Kollegen Riegel Christian, der darf immer bei solchen Übungen, immer ein dickes Gewand anziehen, weil, glauben Sie mir, wenn der Hund beißt, es tut weh, erstens einmal, und zweitens muss er noch 30 Jahre Dienst machen. Hund muss ruhig bleiben und darf nichts machen. Aber glauben Sie mir, die Bär weiß genau, der da gehört mir. Aber Ruhe. Nur wenn der Christian eine Bewegung macht, muss der Hund selbstständig zubeißen. Und solange der Günther kein Kommando gibt, darf der Hund auch nicht auslassen. Ja, unter der U-Bahn, aber in der Mitte. Kommando aus, Ruhe. Als nächste Übung, der Günther gibt ein Kommando. Die Bär darf zwar zum Schutzdiensthelfer, aber sie darf nicht beißen. Sie darf nur bellen. Kommando zu mir, zum Hundeführer und muss sofort wieder zurück. Wenn der Schutzhelfer jetzt eine Reaktion zeigt, sprich den Arm in die Höhe nimmt, darf der Hund beißen. Und wieder bedroht, Hund wird massiv bedroht, darf nicht auslassen. Glauben Sie mir, das tut nicht weh. Hund darf erst auslassen bei einem neuen Kommando. Kommando aus, Ruhe. Visitierung, Hund muss liegen bleiben. Jetzt machen wir so, der Christian versucht, dass die Hündin nicht beißen kann. Aber so schnell kann er gar nicht sein, sie beißt auch auf der Innenseite, also da los, wird massiv bedroht, darf nicht auslassen.
Kommando aus. Ruhe. Fuß. So. Aber wenn der Günther ein Kommando gibt zur Attacke, dann gibt es für die Bea nichts anderes, am geraden Weg zum Schutzdiensthelfer, nicht links, nicht rechts, sondern sie muss sofort eine Attacke setzen. Sie sehen, mit welcher Geschwindigkeit und natürlich wieder Anbiss, nicht auslassen. Jetzt machen wir eine massive Bedrohung. Der arme Christian. So, Kommando wieder aus. So lang muss der Hund beißen. Jetzt lass schon umgehen dort, gell? Aber der Bea, Dankeschön. Christian, super.